Goedemorgen alle. Dat is goed hier waren met jullie op te zijn. Ik ben dankbaar voor de gelegenheid hier voor jullie te staan en wat ik God zien goed metdelen met jullie. En dat is een schijnend leid wat we hier zeggen, nee? Dat de stroom die raad ook voor mij, ook voor die. En ik denk, waar ik een beetje aan denken, dat ik die vrouw, dat ik haar niet moest in Riva groeven, dat wordt door vrouwen. God deed dat in ons. En ja, wie in God zien woord nantje, ik moet je plus top den hebt den tim nog immer in je bed. Himmlischer Vater, ik dank die diesen fans Marius, wat we gaan van die. En ik bid dat we in onze top komen hier en we kijken in die woord aan, dat die mocht ons zien met die Heilige Geest. Ik bid dat die mocht mij de weer geven wat du veel. En dat wordt die noem opgehoven worden en niet ik, of ergens een persoon. In Jezus' naam. Amen. Als jullie allemaal wat verspreken worden, meeste van ons vielleicht ja, nee? Als das wat verspreken worden. Vielleicht hast du ergens een andere allemaal wat verspreken. Aber hast du gewöhnlich, wenn ein wer die Wort versprechen dat, oder die in anderen Wort versprechen dat, hast du gewöhnlich nicht gebunden mit einem Preis? Die musst den anderen sagen, die Wort versprechen, wann du für mich dit oder dort ist. Oder ich will für die dit tun, wann du für mich dit ist. Gewöhnlich hast du mit einem Umgetisch. Ich will für die was tun, du sollst für mich was tun. Und wir fallen uns werken so, wenn dort was der andere mir dat, dann den würde ich sagen, drei tun mit einem Preis, was du von ungefähr begleich so jährlich ist. Because anders dann ich dir nachher mal schuldig. Wie hier in Werken sein, wenn die Jas gehört haben und die verluten, dann mal bei uns. Oder nächstes Mal sind wir schuldig. Wir probieren immer andere drei zu tun, sodass wir keinem schuldig bleiben, nicht so? Wir wollen keinem schuldig bleiben. Und ich glaube, so ist das mit Kinder auch. Wir versprechen das Wort, wenn sie das oder das tun. Und einmal als Eltern, gut oder nicht, wir probieren die Kinder gehorsam zu haben. Ich will ihnen Kinder geben, wenn die was Schmack sind. Die begreifen. Oder vielleicht die Kinder, die dann erst was die weiten Mama und Papa wurden gleichen. Und dann früher unsere Konk sind noch wach worden. Konk die Koch haben. So ist es. Immer mit Tüchen, durch die Versprechen in den Preis. Das ist, was ich die Botschaft von dir genannt habe. Die Versprechen in den Preis. Und wir wissen, was dort passieren wird. Aber fallen wir uns manchmal auch so mit Gott? Wenn du so denken, das was Gott für dich getan hat, falls du dir manchmal so, dass du mit Gott nicht drei tun, so dass die waren nicht glücklich sind? Ist das möglich, Gott drei zu tun, für was er für uns getan hat, so dass wir nicht auf ihm glücklich sind? Das ist unmöglich. So was verlangt Gott? Gott hat uns viele Dinge versprochen. Und so was ist der Preis von den Versprechen? Wenn wir eigentlich mit Abraham checken, wenn ihr in der Bibel haben, ich kann drehen, 1. Mose, Kapitel 15. 1. Mose, Kapitel 15. Und du lesen wie, in einer gewissen Zeit, Luther, kam der Herr zu Abraham in eine Erfahrung und sagte, hab nicht Angst, Abraham. Ich will die Schutz geben, die wird nach viel Gutes zukommen. Und Abraham sagt, Gott, mein Herr, was wirst du mir zukommen lassen? Ich habe kein Kind. In mein Aufgabe wird nur mein Knecht Eliezer von Damaskus gehen. Und Abraham sagt, du hast mir kein Kind zukommen lassen, in meine Ohren ist mein Knecht, der von klein und meine Wirtschaft gewasst ist. Nu horcht. Dann hielt Abraham dem Herr sein, nee, der Knecht wird nicht deine Augen sehen, deine Ine sehen,
wat die auf zijn. De Herr kijkt die jingt voor hem uit en zegt, kijk je mal naar de sterns en proef die te talen zo goed als die kost. Zoveel nu komen worst die hebben. So, dit is de versprechen wat God Abraham geeft. We weten dat Abraham en Sarah die hadden keine Kinder. En God die verspreekt dat hij wordt nog veel gouden toekomen laten. En die wordt de nu komen worden, die worden zoveel zijn als de sterren im Himmel. En wenn die kein Sehen hast, wo dort möglich sein. Aber die Vertrauen, was Abraham hat an Gott, dass Gott sein Versprechen, dass wir so. Und er kann sich darauf verlassen. In der ersten Vers, du lesen wie, Abraham sah sein Vertrauen auf dem Herrn, sein Versprechen. Und der Herr teilt dadurch gerecht. So, ich will nicht reden von Abraham sein Sehen, aber von was Gott am Versprechen tut. Und dass Abraham dort kann sein, wo das wird vollkommen, wo das wird alles passieren, Abraham, der sah sich sein Vertrauen ab das was Gott gesagt hat. Und das wird alles. Gott sagt in 1. Mose Kapitel 12, dass all die Völker in der Welt, die wurden durch gesegnet worden. Und wo ist das möglich? Wo kann das passieren, wenn heute keinen Sinn hat? In nu dieser Zeit, du wirst nach Jahren, wo du vorbeigehen deuten, wo Abraham keinen Sinn hat. Und das ist nicht, wo wir wieder, und wenn wer die was versprechen dat, und der jaft die keinen Zeit nicht. Das wird nicht nächste Werk, das wird nicht nächstes Jahr, der redet nicht von der Zeit, aber wer der verspricht die Wort, und die weiß nicht von, wann da was passiert. Eine Werk, die für Jahr, einen Monat, 2 Monate, 5 Jahre, und nachher machst du nicht. Was passiert mit unserer Geduld? Die daran kart. Die fängt dann oft zu reden, aber wann wird das noch mal was geben? Der hat mir das dort ja versprechen, aber das gibt nicht. Und wir weten, dass Sarah und Abraham, die nehmen Dinge in ihre Ehe hängen und probieren dort zu vollbringen, was Gott versprechen hat, und dort wir nicht, wo Gott das will haben. Aber die Zeit kommt, wo Gott das vollbringt hat. Wo Abraham und Sarah in ihre Ehe sehen hatten. Und so die Versprechen, was Gott am Jäuf, da wir so. Und wir lesen hier, dass Abraham, der sah sich sein Vertrauen ab dem Herrn, was er versprochen hat. Kijk nu van her, wat je weet, kijk wanneer dat wordt passieren. Maar wat is dat met ons? Wat heeft God mij en die versprochen? Eerlijk, dat versprochen, wat God ons gegeven heeft, is dat we kunnen eeuwig leven hebben door zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het versprechen te ons. Dat hebben we nog niet zijn, maar dat is het versprechen. Dat hebben we hebben. En dat hebben we weten. En er zijn nog verschillende andere dingen, wat God versprochen heeft te ons. Aber sehr wie geduldig mit dort, wenn wir dort noch nicht fort sein können. Und wenn wir dort noch nicht fort können mit unserer Hänge ho. Manchmal ist unsere Geduld sehr kort. Gott seine Geduld, der ist lang. So was ist dort Versprechen, was Gott Abraham gibt? Dort er wird viel Nukum haben. Woher, wisst ihr nicht. Aber doch, dort er wird viel Nukum haben, dort wir den sie versprechen. Und was wir der Preis? Gott, alles, was Gott verlangt, ist, dass Abraham sein Vertrauen ab am Saal. Dass er glauben, was Gott gesagt hat, das ist so. Glaub wie, das ist so, was Gott gesagt hat. Zu mir und dir. Das wird trüblich, wegen Abraham, das ich schon sehe, der hat noch keine Kinder. Und würde noch keine Kinder haben für eine lange Zeit. Aber sie bleiben dabei. Und in der ersten Vers, du lesen wie noch einmal, Abraham sah sein Vertrauen auf den Herrn, sein Versprechen. Und das ist, was der Herr tut. Der Herr teilt dadurch gerecht. Und so, lass mich die Frage noch einmal fragen. Gott hat uns das versprochen. So, was probieren wir Gott zu tun, sodass wir uns gerecht fühlen? Because ich glaube, meeste von uns, und vielleicht alle von hier bin von der Samarias, von einmal fühlen wir uns so, dass wir sind wirklich Gott gerecht. Vielleicht durch verschiedene Dinge, was ich im Gedanken habe, vielleicht ist was du getan hast,
aber ich fühle mich so, ich bin nu schuldig. Ich bin Gott schuldig. Und ich muss am Proben treten tun. Und eins die Proben Gott treten tun mit jeder Sonntag nur die Kirche fahren. Ich kann nicht üblieben, weil ich bin Gott schuldig. Wenn ich nicht nur die Kirche fahren darf, dann bin ich nicht ein bisschen Christ. Oder dann hast du etwas was anderes. Ich muss die Bibel lesen, wenn ich dort nicht da, dann bleibe ich Gott schuldig. Es sind so viele Dinge, wo wir können nennen, wo dann so merkt, dass wir sind Gott immer schuldig. Und was fragt Gott von mir und die? Dass du am jeder Tag drei tun lässt? Für das oder dort? Das Einzige, was Gott von uns fragen hat, ist, dass wir am Glauben. Dann meint das so viel, dass wir dann nicht dürfen in die Kirche fahren? Dass wir nicht dürfen Gott sein Wort lesen? Nee, das ist nicht, was das meint. Aber das meint so viel, dass die Gerechtigkeit, die ich habe von Gott, liegt nicht, ob dass ich, wenn das mal in die Kirche sitze. Oder dass ich Gott sein Wort aufmerken darf. Das liegt an den Glauben, was ich habe an Gott. Und den Glauben, der bringt mich bei der Kirche. Wenn ich will Gemeinschaft haben mit Gott und mit seinen Menschen. Ich will von Gott sein Wort horchen und hören. Das sind Dinge, wo wir im Gehorsam sind. Lass mich Frauen, jene Tochter oder jene sehen. Als das jene sehen, wegen der Merksin Bad im Samarias? Nee. Das ist jene sehen, wegen das ist jene sehen. Der ist jene geboren. Wenn der Gehorsam ist oder nicht, das ist jene sehen. Wenn der jene horcht oder nicht, das ist doch jene Kind. Und wenn wir den Glauben haben, wenn wir an Jesus angenommen, dann sind wir Gott sein Kind. Wenn ich von der nicht in der Kirche sein, die Herrlichkeit oder die Gerechtigkeit, wo Gott an mir absagt, und der ich sie sehen, ist mir nicht wahrgenommen. Und manchmal fühlen wir uns, dass wir müssen Gott treu tun, für was er für uns getan hat. Gott verspricht, was gerautet. Und Abraham sagt, sah sein Vertrauen ab den Herrn, und das ist, was Gott verlangt. Die Versprechen, die wir nicht bloß für Abraham, Gott hat gesagt zu ihm, dass all die Völker in der Welt, die würden durch ihn gesehen worden. Und wo wird das passieren? Wir von der sind ein Port von den Völkern. Und wir sind gesagt worden, von dem, was Gott Abraham versprechen hat, all die Jahre drei. Und wo ist das passiert? Erstlich durch sein Sehen, Isaac, was geboren wird, aber durch die Linie kommt Jesus. Und wir sind in Jesus, so wie gesehen. In Johannes Kapitel 1, der 12. und der 13. Vers, du lest wie, über all die am Abnehmen und an seinen Namen glauben, hat er die Macht, Gott seine Kinder zu werden. Ist das nicht wunderbar? So das ist, die Versprechen ist, dass all die Völker in der Welt, die wurden gesehen worden durch Abraham. Sie sind jung. Die Serien, die wird verspreit worden. Und hier lesen wir, über all die am Abnehmen, was Jesus abnehmen tun, und an seinen Namen glauben, hat Gott die Macht, Gott seine Kinder zu werden. So was braucht dort, wenn wir wollen ein Gottes Kind sein? Nun, diese Frage nu, dass der Preis, was wir sagen, wird sein, dass wir am Abnehmen tun und dass wir an seinen Namen glauben. Der Versprechen ist, dass wir Gott seine Kinder sein. Der Preis ist, dass wir am Abnehmen und an seinen Namen glauben. Haben wir dort getan? Wir können nicht für den Serien betonen. Und viele Menschen, die proben für den Serien, was wir haben in Gott, die proben für den zu betonen. Meine Jaltosch ist nicht groß genug, dass ich für den betonen. Und in keinem seine Jaltosch ist groß genug hier bin. Die kannst nicht genug Dinge tun, dort wird betont worden. Wenn deine Gerechtigkeit abhängig ist und wo die feilen ist, dann werden sehr viele Menschen keinmal gerecht worden.
because die fühlen sich aber nicht gerecht. Aber Gott hat uns diesen Segen gegeben. Und lass mich noch einmal lesen. All die arm abnehmen und an seine Namen geloven, ja, für den macht Gott seine Kinder zu worden. In der 13. Vers sagt so, die sind nicht durch Blut, auch nicht durch fleischliches Verlangen, auch nicht durch irgendeinen Mann seine Wellen geboren. Nee, die sind von Gott geboren. Die Gerechtigkeit, die wir haben, die kommt nicht durch eine physische Geburt. Wir sind einmal geboren, und wir sitzen hier, wir stehen hier. Aber dort, wo wir von reden, das ist die erstliche Geburt, die wahre Geburt. Das Jesus Nikodemus dort erklären dort in Johannes Kapitel 3. Der bringt uns was durch. Und so, wenn das nicht erstliche Ding ist, was haben wir dann physisch tun, dort wird alle vollbracht? Was kostet die physisch tun, diesen Serien was die bringen? Nicht. Bitte, wir würden können sagen, die muss Jesus annehmen, dort braucht die vielleicht Gott sein Wut hier und das und so was Dinge. Das ist nicht, wo ich von reden da. Wenn die Gott einmal hast angenommen, die kostet nicht physisch wiederdrehen. Da musst du glauben. Die Versprechen, dass wir können Gott seine Kinder sein, der Prozess Jesus abnehmen und an seinen Namen glauben. Wir lesen in Johannes Kapitel 3, der 16. Vers, Gott seine Leib, der wir diese Welt so groß, dass er seinen einzigen Sehen gibt, dass all die am Armen glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Das ist, wo wir sind. Gott wird die Welt so gut, dass wenn die ganze Welt am Armen glauben, und was ist das Versprechen hier? Dass wir das ewige Leben haben. In der Preis, die und am Glauben. Der Preis sagt nie nicht, die jeder sind nach nur gekauft worden. Die ihre Kinder Tüß belehren dann. Die, ich kann diese Anfällen, was immer jeder kann denken. Der Preis ist, dass wir am Glauben. Und so, wo ist das mit uns von dir? Einmal, weil wir so wie machen dort, wie man das oder dort tun, dass wir uns so fühlen, dass wir sind gut. Dann fühle ich so, dass ich sie Gott sein Kind. Wenn ich nicht, wenn ich nicht vor, wenn ich Gott sein Wort lesen darf. Es sind viele Menschen, die durch Werk und die müssen nachher nicht Kirche sein. Aber durch Werk, Gott, die Bibel, Gott sein Wort, dort wird nicht einmal abgehoben. Aber doch, das sind die Hand wirklich und Gott euer, dass die Christen sind. Es sind viele Menschen, die haben schworen Tiet, durch in der Werk Gott sein Wort abzunehmen und durch Nante kriegen. Als dort Gott, wie wir das tun, ja, und ich würde uns alle tun, dass wir jeder Tag Gott sein Wort abnehmen und durch so Nante kriegen und studieren und Gott besser kennenlernen. Uns fehlt dort. Kriegst du Gott, dass du einen Ischop gehen lässt und du nimmst die so eten, so dass dein Körper gefeit ist und unser Jes wird auch gefeit worden. Aber wenn ich nu ein Werk uitlooten da, und ich fühle mich so, ich bin nu Gott schuldig. Als dort ich reich sind für Gott, als dort du on oder als dort on, dort ich Jesus glauben da. Wir haben ein gutes Beispiel in Galater, Kapitel 3. Wir wollen so was Versen ein bisschen kicken. In Galater Kapitel 3. Paulus schrift hier in diese Kirche. In die ersten paar Kapitels, proeft Paulus dat erklären, wat het evangelium is. Wo sie dat gekregen haben und was das ist. Und hier so in het derde Kapitel, sagt hij, O Galater, wo habt ihr so wenig Vernunft? Wer habt ihr besäbert, dass ihr nicht die Wahrheit horchen? Ihr ist Jesus Christus vermult worden, dass ihr sicher Krieg sein können. So, diese Menschen hier, die, wenn wir hier sind in dieser Vers kicken, sagt, wer hat ihn besäbert? Wer hat ihn probiert, aus dem Strich zu leiten?
Jün prooft eerst wat onder het in te beelden als wat jün als gezegd worden. Dat je niet nur de waarheid harken, zegt hij. Die Paulus, die weer al deze gewas, die had die waarheid te eind gebracht. Zij wisten wat de waarheid weer. Dat evangelium, dat de gerechtigheid, dat weer door Jezus Christus. En dat alleen. Maar er weer een andere wat er zo komen, en die proeven eerst wat onder het aan te beelden. En hier zo, we weten dat er weer een andere Juden wat er zo komen, en die proeven niet aan te beelden, dat zij kunnen niet Christen zijn bloos aan ihr geloven aan Jezus. Zij müssen nog onder het bijleiden. En voor deze mensen, dat wir dat deze, dit weer niet Juden, zij müssen besneden zijn, zodat zij ook een pot zijn van de Juden. En dat weer niet zo. Dat heeft niks met te doen. Zij hadden den geloven al, maar andere kwamen en proeven eerst wat onder het aan te beelden. En hij zegt hier, dat jullie als Jezus Christus vermoord of vergemoord worden, dat je am zeker om Christus zijn kunnen. En wat klar hebben we Jezus niet al gezien? Durch de Schrift, durch zelfs lezen. Paulus, wenn es darum ging, in Predigt in verschiedene Städten, da wird eine Kirche, wo er predigen deed, en hij zei dat hij de naam dat wat hij gezegd had, in ging huis en zag in de Bijbel nu, als dat, of in de Schrift, als dat zo weer wat hij predigen deed. En krijg je wat wie zijn, van van Marius krijg je go. Dat wat ik zei nou, zei dat zelfs nu, stemt dat met de Bijbel met. Want nu hebben we het internet van jou. En er zijn zoveel predikers en mensen wat God zijn woord proeven ver te brengen. En een deel van dat is zeer falsch. Dat stemt niet met de Bijbel met. En dat is zeer leeg, wanneer we eens voor doen, of wanneer we thuis zijn, de verschillende dingen te horen. En dat kan ook fijn zijn. Maar zijt nu als dat stemt met de Bijbel. Laat eens een andere mens van internet die niet bezaberen, dat die eens wat onder het ontvangt te geloven. Wat zegt de Bijbel? Du bist dat Gottes kind, du hast nu den Reich ook in de Bijbel neer te komen. Dat is nu niet bis immer dat wat door de predikers zijn. We hebben alle de Bijbel voor ons, waar we kunnen studeren. In het tweede vers zegt hij, dit ene wil ik dag van jullie weten. Heb je den Geest gekregen, doordat dat je dat gezag hielden, of door de predigt van geloven? En wat is de antwoord daartoe? De antwoord, dat is klaar. Heb je den Geest gekregen door dat gezag hielden? Nee. Maar je hebt den Geest gekregen door de predigt van den geloven. En ik geloof van Marius, die wat hier zijn, mijn gebed wordt zijn dat jeder einer hier van jou wordt den geloven hebben aan Jezus Christus. Dat is dat is de omvang. Dat is wat ons den Geest geven deed. Niet dat we dat gezag holen, dit gezag of dat gezag. En we moeten oppassen dat we, ik geloof, vielleicht de leukste bijspel wat we kunnen gebruiken is, dat om naar de kerk te voeren. Dat is een ongewoonheid, dat en dan ik moet wanneer ik niet naar de kerk voeren nou, dan is er iets wat aardig. En du zijn goede dingen aan te waan. En in de kerk voeren, dat is een goede ding aan te waan. Wanneer ik om zondag Summaris absturen doe, ik twijfel niet lang als ik naar de kerk voeren doe of niet. Zondag Summaris, dan stuur ik heb naar voor in de kerk, dat is wat ik dat ha. Maar dat is leeg, dat zijn de dingen als dat, wanneer we dat over doen, dat is nu waarom we dat doen. We kijken naar dat, liever nu den jansen waarom we naar de kerk voeren doen. So we moeten oppassen wegen zo'n dingen. Dat is niet dat gezag houden over de predigt van hem geloven, wat de Galater den gezag gegeven heeft, en krijgt ze als dat met ons. In de derde vers, du leest wie, zijn je zo verdreid, en juist heb je aangevangen, en reden je nu im Fleisch vorig te merken? En Paulus die vraagt deze vrouwen zo, dat we kunnen goed verstaan wat hij vrouwen deed, en wat de antwoord wordt zijn. Wanneer hij vrouwen deed, zij je zo verdreid, en juist heb je aangevangen, en reden je nu im Fleisch
dort alle fertig zu machen. Sie würden alle sagen, nee, ich kann nicht gerecht, aber wie machen das dann oder dort dann? Jane sehen. Und wir weiten, dass die Antwort hier würde sein, dass es allmählich, dass was sie von den ersten Kriegen haben, durch den Predigt von dem Glauben, dass es allmählich, dass sie das wiederdrehen in Fleisch. Das können sie nicht vollbringen. In der 4. Vers, du lest wie, es ist dort möglich, dass die so viel für nichts geleden haben, dort erst, wenn du wirklich nichts durchhängen hast. Wer von uns gleicht zu leiden, und dass das ist, was das? Keiner. Du hast nicht einer. Du hast nicht einer, wer du und diet gehen hat, und probt ist, was zu leiden, dass du nicht eine Isaac du fair. Wenn du so erschaffen hast, und du musst mehr Stunden nennen, zum eine Arbeit vor dich merken. Einige Menschen würden sagen, dass ich muss leiden und meine Arbeit zum das alle vor dich merken. Warum das die dort? Bloß wegen die jetzt dort scheint? Einige arbeiten nicht unser Schein. Und Menschen, die schaffen, wegen das jetzt scheint. Aber wenn die leiden machen dadurch, das ist nicht wegen du nicht dahin hast. Du hast immer eine Ursache für, warum die dort tun. Und wir wollen denken, nur die Apostels, die Jesus nu folgen deuten. Jeder einer von denen, die wurden gemordet wegen ihr Glauben. Na, würden sie den Glauben haben, bloß wegen dort als den Eng, wo sie nur verlangen deuten? Nee. Aber sie hatten den Glauben, wo sie so sehr und glauben, und das ist wahr, das ist so. Und hier hol ich mich bei. Die müssen viel leiden durch ihr Glauben und sie werden gesegnet. Und so, wer von uns würde nie probieren, erst was zu leiden, wenn du nicht dahin hast? Ich glaube keiner. So, wenn wir haben, was von ihnen, die machen, haben vielleicht erst was abgegeben, wegen den Glauben, was sie nicht haben. Vielleicht hat die Familie verloren, wegen den Glauben, was sie haben. Wegen die werden nicht mehr angenommen, wenn sie in Jesus kommen. Vielleicht ist das etwas anderes. Ich weiß ihn alle nicht. Aber jeder einer, der kann sagen, dass ich muss leiden, dit oder dort, wegen ich sie in Christus geworden. Was hast du muss leiden, dass du bist in Christus geworden? Und so, und er sagt hier, oder er fragt ihn, und es ist möglich, dass die so viel für nichts geleden haben, dort erst, wenn du wirklich nichts dahin hast. Du hast was dahin. Und wenn sie leiden machen, du hast eine Ursache für. In der 5. Vers, du lest wie, da der jünt den Jest hanregt, ein Wundermann jünt wirkt. Das dort durch das Gesetz holen oder durch die Predigt, die vom Glauben kommt. Und die Antwort ist hier auch klar. Die Jans ja, wer den Jest hanregt, was mir den Jest geben hat, auch die. Die dort nicht wegen, ich in die das Gesetz holen. Aber durch die Predigt von dem Glauben. In Römer Kapitel 4, der 13. Vers, du lest wie, Gott versprach Abraham in seinen Nachkommen nicht, dass sie die Welt erben würden, weil sie das Gesetz hielten, aber weil ihre Gerechtigkeit durch den Glauben kam. So, das ist, wo wir auch sind. Gott versprach mir und die, nicht, dass wir leben, wegen wir das Gesetz holen oder wir das Gesetz holen können, aber wegen wir den Glauben haben. Die Versprechen in den Preis, was probieren nach einmal zu tun? Für das Versprechen, was wir haben. Ein paar Versen noch in Galater Kapitel 3 saß durch Nähen. Und du lest, wie war er von Abraham. Und er sagt, so wie dort mit Abraham, der geläuft Gott, und dort wird aus Gerechtigkeit anerkannt. Dort wird so abgeschrieben, dass du hast nie alles betont. Deine Schuld ist rein. Wir lesen wieder,
Door ons wie zijn, Abraham zijn Kinder wären die geloofden. De schrift zegt dat al vooruit, dat God de Völker durch den Glauben gerecht merken wird. En predigt du ween al te Abraham en zegt, durch die zullen al de Völker gezegend worden. En du ween krijg wie die durch Glauben, denselben Segen als Abraham, die durch Glauben hat. So denselben Segen, wat Abraham kreeg. En wat wir die Segen, wat Abraham kreeg? Dat hij veel nukomen wird haben? Ja, dat is een versprechen, wat hij kreeg. Aber den wirklichen Segen, wat Abraham kreeg, is dat hij dat antwoord zo geteld als gerecht, wegen hij Gott geloofde, wat hij zei. David sagt in einer Stelle, dat gezegend ist der Mensch, der wem Gott den seine Schuld nicht ausschreiben hat. Und wenn wir Jesus haben, dann hat Gott die Schuld, die wir hatten, aufgelöscht. Der ist betont. Der ist nicht mehr ausgeschrieben. Und wir können uns so fühlen, als Jemol, dass ich mit tun, dass wir glück sind. Wir können aber nicht. Wir müssen uns so verluten, dass was Gott sagt, das ist so. Und dort müssen wir annehmen. Du hast einen Teil, das ist eine große Freude, wenn wir uns bringen, wo ich zufrieden bin mit was Gott sagen wird. Und dass ich nicht so fühlen, dass ich mit dit geben dafür, oder dort, wenn das habe ich nicht betont. Die sehen, dass er gerecht wird vor Gott, dass wir Abraham sehen. Und in der letzten Vers, was wir just lesen, da in den Nähen, du lesen wie, und du wehen kriegen die du glauben, denselben sehen als Abraham. In Johannes Kapitel 17, Vers 3, du lesen wie, das ewige Leben ist das. Und das ist uns versprechen, das ewige Leben. Das ewige Leben ist das. Dat zij die, den einzigen wahren Gott in Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. Dat ist das ewige Leben, was Johannes uns sagen hat. Das ewige Leben ist, dass wir Gott in Jesus Christus kennenlernen. Und wo lieben wir am Kern? Das kommt durch die Bibel abnehmen, durch eine Kirche fahren. Ja, das sind Dinge, was wir machen tun. Aber die Dinge, das sind nicht die, was uns gerecht machen tun. Das sind Dinge, was wir tun, wegen wir gerecht sind. Wegen Gott uns gesegnet hat. In 1. Johannes Kapitel 2, noch 2 Versen zum Ende, 24 bis 26, du lesest wie, halt dort im Glauben fest, was je von Anfang gehört haben. Wann dort bei ihnen blieben wird, was je von Anfang gehört haben, dann wo je auch mit den Fuder und mit den Seen verbunden blieben. Dort ist, was er uns versprochen hat, dort ewige Leben. Ich habe ihn von den Geschwistern, die ihn verlieren, geschrieben, die ihn verlieren wollen. So Gott hat uns all vorher gewarnt, dass die wollen Sinne sein, was uns wollen besäbern, was uns wollen ist, was unter und umbilden. Aber wie man uns diese anholen, was ist das in die erste Verse gesagt hat, halt dort im Glauben fest, was je am Umfang gehört haben. In der Umfang, was das hier von reden hat, das ist nicht, was je von Umfang gehört haben von Tüsreich, aber was je von Umfang gehört haben von aus dem Christ. Wo kommen je nu Gott? Durch den Glauben. Dort wird wie gepredigt, in der erste Schrift in die und in mir, und der tragt die, und wie kommen wir an? Das wird der Umfang. Und wir sollen uns an den Umfang holen, so wird, und er sagt so wieder, wenn dort bei jünd blieben wird, was je von Umfang gehört haben, dann wo je auch mit den Fuder und mit den Seen verbunden blieben. So holt jünd und den Glauben in Gott. Du sind viele Dinge, wo du so wollen kommen. In den Werken, in den Tiden vorab, wo die wollen proben zu verlieren. Jünd auf den anderen Weichen abzubringen. Aber was uns auf den reichen Weich holen, wenn wir Gott Gutes weiten tun, wenn wir das tun.
und festhalten und den Glauben. So die Versprechen ist, dass wir können Gottes Kinder sein, dass wir das ihr Leben können haben. Und der Preis ist, dass wir das leben tun. Und Christus Abraham, dass wir uns vertrauen auf am Satan tun. Und dort leben, was er sagt. So musst du, von der Marius, dort leben, was Gott gesagt hat. Und die du anholen. Und nicht so viel, dass du musst, dort probieren zu betonen oder zu begreifen, sondern dort Wort hat es in dein Leben. Dankeschön. Wir haben noch einmal uns habt ihr den zum Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Wort, was wir haben. Dort der Versprechen zu uns ist, dass wir sind gesehen, Christus Abraham, wir ihn heute in Glauben hat und was du zu ihm sagen willst. Und wir sind hier viele Menschen von der Samarias und wir haben alle verschiedene Erfahrungen gehabt. Und ich bete, dass dein Wort, das Wort, was du nicht ändern lässt, das möcht uns auf dem rechten Weg wiesen. Das David auch sagt, dass dein Wort hat er in sein Hort verstärkt, dass er kann sein, wo er gehen wird. Und ich bete, dass dein Wort auch in uns Hort sein. So dass, wenn du verschiedene Dinge kommen, dass wir würden klar sein können, was du von dir ist und was du nicht von dir ist. Und ich bete auch von der Samarias, für alles, wem wir hier sein, was ich so feilen hat, dass die mit das proben zu betonen, was du für uns getan hast. Ich bete, dass dein Wort wird genug sein. Und dass Vertrauen wird bloß auf die sein. Und du sind Dinge, was wir tun, wir studieren das Wort, wir fahren in die Kirche, wir haben Gemeinschaft mit anderen Menschen. Das sind alle Dinge, die uns fehlen, tun. Und möchten wir das auch tun. Aber erstens, dass uns glauben wird in die sein und wir das würden festhalten. Mit aller Gewalt. Und wenn die schwere Zeiten kommen, dass die glauben, die würden uns durchwiesen. Danke noch einmal für den Versprechen, was du uns gegeben hast. Und möchte dein Namen verherrlicht werden in alles, was du tust. Amen.